So Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Hyrule Warriors Legends. Ja, nach dem Fauxpas des letzten Parts. Ich hab's dann... Ja, ich hab's irgendwie noch reingeschnitten zu Beginn der letzten Folge. Dass irgendwie die ursprüngliche Folge 82 verloren ging und ich deswegen die ursprüngliche 83 zu 82 machen musste. Etc. etc. habe ich alles erklärt und so. Deswegen müsste jetzt eigentlich auch klar sein, wie ich hierher gekommen bin. Und wegen Stufe 3 und Stufe 4 Waffen für Ravio und für Yuga. Wobei Stufe 4 Waffen haben wir am letzten Part noch gemacht, gemeinsam. Gegen Ende hin war ein bisschen chaotischer. Stufe 3 habe ich jetzt noch gemacht, ganz kurz offscreen, weil es heute mal ein bisschen länger. Und ja, Stufe 3 und so. Natürlich die große Herausforderung ist natürlich Stufe 4. Die wollen wir uns gemeinsam angucken. Vor allem ganz kurz noch Ravio. Natürlich seine neue Waffe. Wie sieht die aus? Wie heißt sie? Es ist, ihr kennt ja, Holzhammer, Hasenhammer. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 ist der Superhammer. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, warum der Name, warum das Aussehen, ist mir eigentlich auch scheißegal. Ansonsten noch ein bisschen Medaillen ausgerüstet, noch ein bisschen gelevelt, wo es ging mit dem Trainingsraum. Ja, wir müssen sonst relativ aktuell sein. Und deswegen Ziel für heute, die Mission Stufe 4 zum Probieren. Mal gucken, wie schwierig es sein wird, weil mit Ravio kämpfe ich nicht so gerne, kämpfe ich lieber mit Yuga. Wenn ich die Wahl hätte. Und danach halt, nach dieser Mission geht's auf zu Schloss Lurul. So, der Leihhammer, ja, Superhammer, ich bin gespannt. Im Wettstreit geht es darum, oder einfach Mission mehr Punkte. Ich bin auch froh, dass es echt die letzte Folge hier auf dem 3DS sein wird. Weil, ja, ich meine, 83 Folgen und es ist jetzt, es geht nicht darum, dass das Spiel nicht scheiße wäre und so, es ist halt nur so, dass halt irgendwann auch mal, du hast genug irgendwann, wa? Ist so ähnlich wie vielleicht, gut, Bahn ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich und so, je nach Typus. Aber wenn man irgendwie auch etwas anderes konsumiert, so echt mal irgendwelche Speisen und so, ich blicke gerade, ob hier oben vielleicht der große Key sein könnte. Wenn man halt irgendwelche Speisen konsumiert. Bei mir ist zum Beispiel so, ich esse gerne mal etwas Süßes, ich esse auch gerne etwas Salziges. Problem ist aber, Salziges kann ich eigentlich immer essen. Kann ich morgens, mittags, abends, scheißegal. Süßes kann ich nur zwischendurch mal essen. Ich kann zum Beispiel ein Frühstück, okay, ich kann es auch mal zum Mittag und so, gar kein Thema. Aber ich kann es nicht immer. Das irgendwann ist einfach... Wenn ich irgendwie zweimal am Tag Süßes essen würde, dann würde ich mich auch unwohl fühlen. Muss ganz einfach zugeben. Und so ähnlich ist es halt hier beim Let's Play auch. Es gibt Spiele, die kann ich immer, die kann ich pausenlos zocken. Andere, wie jetzt ja noch das hier, was halt immer... Gut, hier ist halt immer ein bisschen das gleiche Prinzip und so. Ist halt, ja, besonderer Geschmack und so, wa? Hat irgendwann mal Ding gefühlt. So, hier war gar kein großer Schlüssel. Ich hoffe, das bedeutet, es gibt gar keinen. Die Hauptleute die Moral steigern. Jo, ich habe etwa 70 hier platt gemacht. Sehr schön. Hier hat es noch eine Fee. Ich guck mal. Rollende Bombe! Bowling Bombs! Ah, trotzdem relativ viel Schaden. Gut, meine sind gehonen, aber trotzdem. Rolling Bombs! So, eine Fee. Das Schlachtfeld in meiner Leinwand! Beim Toltates! Also kommt mir Yuga gerade ein bisschen vor. Was ich hier mache, ich suche ein bisschen nach Magie, die real sein soll. Magie? Wo habe ich ein bisschen Magie? Magie mit 2G vor allem. Das gefällt mir nicht. Ja, ihr seht aber schon, Ravio macht relativ wenig Schaden. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Das könnte lustig werden. Gehen wir erstmal gucken, was er überhaupt so für einen Schaden macht. War bei einem ernsthaften Gegner.
Mein Schild also direkt gebrochen. Sehr gut, das gefällt mir doch. Ich flieh mal, Ja, ich mache sehr wenig Schaden. Das wird lange dauern, Freunde. Vor allem, es ist eine Mission, wo ich Rang A erreichen muss. Das heißt, wir brauchen nochmal relativ viele Gegner. Was ist mit dir los, Ibrahim? Du bist relativ in der Nähe, das ist nicht das Problem. Wow. So, zum Superhammer, wa? Alter! Okay, von den Schlägen fresse ich nicht allzu viel. Was ist mit Ibrahim los? Komm mal zu spät. Nö, hat er Schwein. Alter, was ist mit dir los, Kumpel? Immer schön auf die Ome drauf mit dem Superhammer. Ich sehe schon, Magie ist immer noch relativ selten, wie ich gerade feststellen muss. So, Resch aufs wohl alleine, gib ihn. Tschüss. Knöpf mir wieder den anderen vor. Und geh dazu in ein Vor. Guck, da bin ich wieder. Die Tore sind verschlossen. Was du nicht sagst. So. Nummer 1 aus dem Rennen. Es sind relativ viele Gegner. Ach du Scheiße, der Runi auch noch. Ja, leg mich am Arsch. Ich glaube, der frisst ein bisschen mehr Schaden. Kann das sein? Mietner macht keine Scheiße hier. Oh, Hammer gegen Hammer, das wird lustig. Ja, der Rune ist leider zu knacken. Sehr gut. Och nö, man hat den Tentakel. Muss das sein. Hermine macht hier einen echt auf voll Akku. Voll Assi vor allem. Was? Wieso hast du dich treffen lassen, Ravio? Gib mir das Bedrängnis. Was? Schon wieder? Toll, dann können wir wieder von vorne anfangen. Ernsthaft jetzt? Wollt ihr mir verarschen? Was ist denn mit euch los hier? So, ich brauche erstmal die Fehler. Das ist der letzte Versuch, Leute, wo ich jetzt noch mache. Wenn es nicht klappt, dann lassen wir es. Weil das ist mir nicht wert. Auch wenn da Stufe 4 und so und auch wenn ich es bisher immer so gemacht haben, neuen Charakteren. Und dann immer alle Waffen holen wollte, aber nee, komm. Soll ich das Ganze hier in die Länge strecken? So viel ist mir das Spiel dann doch nicht wert. Oder vor allem der 100% war nicht. Bei 100% ist jetzt sowieso nicht 100%, weil da müsste ich noch alle Bilder und so machen und hast nicht gesehen und nee, come on, also. Sammelfaktor schön und gut. Ist ja ein Dynasty Warrior Teil und ist ja auch, gehört ja zur Zelda-Reihe, aber trotzdem, man kann es auch übertreiben. Also merke ich mir, Giwi macht ziemlichen Damage. Giwi, der Runi natürlich, das gerade, hey. Weil ich wollte gerade sagen, Giwi hat sowieso einen ziemlichen Schaden. Dachte mir so, hey, der ist irgendwie fies, warum? Und der plötzlich, ja. Ist der Runi, ist gar nicht Giwi, hey, ja, dann geht's ja. So. Toll. Lassen wir es, geht direkt weiter. Wo sind hier die beiden Knalltüten? Ravio, könntest du bitte mal... Ravio!
anvisieren, Alter. Mensch. Warum müssen das 5 Hauptleute sein? Geht's eigentlich noch? Ey. 5 Hauptleute. Man darf nur Radio mitnehmen. Da wäre Jugasmap noch einfacher. Mann, aber falsches Mann. Falsch anvisiert, toll. So, müssen eh beide sterben. Da kommt noch einer. Ich kann langsam mal einen Club aufmachen hier. Der Club der wütenden Goronen, oder was? Einfach immer irgendwie immer den gleichen Move, wa? Ja, Michael ist voll LW, Mann. Wow. Ich versuche nur irgendwie zu überleben. Voodoo, 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 Voodoo. Wir praktizieren Voodoo, Voodoo, Voodoo. Und da kommt der Unia. Wenn du noch ein bisschen mitspielen will. Wir jetzt wieder gerne mal den platt machen. Dankeschön. Jetzt können wir reden, der Unia. So, hast du ja viel Schaden machst, mittlerweile bekannt, Alter. Das war knapp. Ich kann dann mein Handler-Dinge abschießen. Aber sonst... Oh, Mina ist auch da! Alter! Kann wieder einer nach dem anderen kommen, nicht alle gleichzeitig? Wäre das irgendwie möglich? Puh, das ist auch nicht gerade unknapp. Ich wollte gerade sagen, der Uni war langsam vor, wenn du sterben könntest. Das war schon wieder, wa? Ne, nicht ganz, aber das ist ein normaler Angriff von der Uni, ja. Wohlgemerkt, aber kein Spezialangriff oder so etwas. Bei der Uni machen wir einen Spezialangriff. Ich würde gerne kontern. Ich muss der Uni noch irgendwie platt machen. So. Einer weniger. Sehr schön. Oh. Stehpölzer Miner hinter mir. Heiliges Radieschen. Okay. Das hat mäßigen Schaden gemacht. So, da wäre auch Geschichte. Wie? Da? Haut die einfach ab, ich glaube, es hackt. Hä? Bist du vor mir? Wieder hinter mir? Was drängen die hier? So, oh! So, die gehen wir auf den Sack. Wo sind die? Die sind vermutlich oben, wa? Ja, nur 4000 Schaden nehmen darf, sind mein Handler-Dinger ein bisschen fies. Ich habe zuerst schon relativ viel Schaden genommen. Trotzdem, es ist... Ah, Vulga ist hier, okay. Wo hier ist gar keine... Mann! Hier war auch nichts. Oder sagen wir bloß... Aua! Ja, wollte gerade sagen, ich weiß, wo die sind.
So. Wow. Ach, der ursprünglich wäre vielleicht irgendwie ein normaler Typ, keine Ahnung. Hä, wo ist jetzt? Wah! So. Das heißt, der andere müsste dann oben sein, wa? Weil ich sehe da auf der Karte nicht mehr so viele. Warte mal, da unten ist noch einer. Hol ich gleich. So. Oh. Doch schon alle? Verwirrung? So, Mintner macht relativ viel Schaden, habe ich gerade gesehen. Ernsthaft, habe ich nicht getroffen? So, jetzt reicht's. Rampage Ravio! Ja, super. Nee, kann ja vergessen, Leute. Ernsthaft, ich habe es jetzt nicht fertig getroffen, weil... Das ist nicht euer Ernst. Das Spiel verarscht mich. Ja, gut von mir aus. Also, wisst ihr, ich meine, verarschen kann ich mich auch selber. Ja, also von dem her. Hyrule Hauptmann ist im Bedrängnis. Problem ist, er darf jetzt halt nur noch 200 Schaden fressen. Und 200 Punkte Schaden insgesamt. Und das wird wohl ziemlich sicher nichts mehr. Naja. Gibt's ja keinen Superhammer Plus. Was soll's. Würde aber trotzdem gerne eine Mission noch abschließen. Ja, schön, der war schon vorgeschwächt. Ja, toll. Dann darf ich mich wieder um die Alte da oben kümmern. Hyrule Hauptmann ist in Gefahr, Mann. Bisschen Magie kann auch einen Schaden. Wow. Yuga lässt sich einfach so besiegen, ohne mir irgendwie Bescheid zu sagen. Von wegen, na, braucht mal hier ein bisschen Hilfe und so. Ist alles ein bisschen scheiße. Okay, hä? Jetzt muss das ja auch besiegen, ne? Das ist doch unglaublich. Geber Himrück gegen Linkel vor, la 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 la. Also wenn ich immer noch Ziel habe Rang A, dann müsste ich ja eigentlich immer noch hier das hier machen. Aber natürlich viel zu wenig Schaden, aber natürlich offensichtlich. Ja. Gut, wir haben es hinter uns. So, echt, wie sie so viel Schaden machen, ey, ganz ehrlich. Nimmt vielleicht nicht so viel aus, wa? Oder sind die Regeln vielleicht für Stufe 4 Waffen ein bisschen aufgehoben? Ich meine, rein theoretisch muss man noch vorstellen, dass man Stufe 4 Waffen, weil sie auch ein bisschen schwieriger sind und so, auch ein bisschen mehr Schaden fressen dürfte. Insofern würde es natürlich ankotzen. Wenn es nur, also ja, wenn ich jetzt quasi sage, oh, es spielt keine Rolle mehr, aber dürfte ich irgendwie bis 6000 Schaden nehmen und so und, versteht ihr? Und hätte es eigentlich geschafft, wäre ich nicht zu doof gewesen, hätte dann schon vorher abgebrochen. Deswegen... Ja, holen wir die restlichen Truppen, die ich noch bräuchte irgendwie. Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen Magie zusammen und irgendwo ein paar viele Gegner. Ich meine, hallo?
Überall, wo ich bisher war, waren so wenige. Hier eigentlich auch wieder. Toll, wenn noch 300. Ja, kann man sich recht fragen, wieso müssen... Weiß auch nicht. Teils Gegner halten sehr viel aus, machen relativ wenig Schaden im Vergleich. Andere halten weniger aus, man eigentlich denkt nur, sie viel aushalten würden, aber machen sie grandiosen Schaden. Und sich einfach nur fragt, was zum Henker? So, immer schön in die Mitte. Ich will relativ viel... Wow. Ja, hat sich voll gelohnt. Wieso immer diese Tausendsander Gegner? Was ist das so, sag jetzt mal, Besonderes dran, dass man das Gefühl hat, ja, je mehr Gegner man platt macht, desto cooler ist man halt und so. Das ist der höchste Rang. Warum anhand der Anzahl Gegner, vor allem bei solchen Missionen, wo es echt schwer ist, die Gegner aufzutreiben? Ja, toll, 1000 eine Placke mache ich jetzt noch eine Skulptura. Zeit ist sicher wichtig, 15 Minuten, war gut. Ja, linke war jetzt nicht so stark, die kriege ich relativ schnell platt. So, wir gehen noch schnell nach oben. Weil es könnte noch ein bisschen Magie an. Das mit der Magiebarriere und so, im Sinne halt der Feuerfäße natürlich schon praktisch, müssen wir ganz ehrlich und offen sagen. Das erspart einem doch relativ viel. Jetzt gehen wir dann Bedrängnis. Wie bitte? Das sind doch mehr als 37, ihr wollt nur verarschen? Aber verstehe ich irgendwie den Feenkreis nicht ganz. Also das hätte meiner Meinung nach locker etwa 100 platt machen müssen. Gut, ja, den Rest muss ich halt unten machen. Am besten ich porte mich schnell, weil ich habe relativ wenig Vertrauen in Giwahims Ausdauer. So, bringt natürlich jetzt auch nicht mehr viel. Aber vielleicht doch, wer weiß. Ja, die machen links relativ viel Schaden. So. Zeit ist perfekt, Schaden ist 44 zu viel. Was zum... Also, wenn der Schaden erhöht ist... Er ist erhöht. Oder sogar irrelevant. Seht ihr, ich meine, das wäre jetzt ein Zeitpunkt gewesen, der mich grandios angekotzt hätte. Ich denke mir so, Toss waren quasi 4000 Schaden genommen, scheiße. Wegen 4... Ich glaube, irgendwie 4000 ist doch eigentlich, wahr? Wegen ursprünglich 4 Herzen und so, und ja, ist egal. Hätte das gemacht und bin so, ja, geh ich halt wieder und dann hätte trotzdem gereicht. Ja, der Superhanger ist super schwer. Naja, mache ich halt einen auf Superhänger. Hehe. Tschüssi. Das war's letztes Mal mit mir, garantiert. Na gut, auf der Wii U vielleicht nochmal, wa? Aber wenn jetzt ein kurzes Abenteuer, ja, ihr seht ja, Schaden war gar kein Problem. Der Superhammer Plus, perfekt, das wollte ich erreichen, Freunde. Wir haben alle Stufe 4 Waffen, 9 Charaktere. Was kann man mehr erwarten? Ja, es ist... Natürlich, die Map ist noch nicht ganz komplett abgeschlossen, wir können noch überall Waffen freischalten und hast nicht gesehen. Aber nee, mir reißt. Wir gehen jetzt schnurstracks dunklen Herrscher. Natürlich mit Linke. Wo ist Schloss Lorule?
Es ist hier, Mann. Ich mache ihn platt. Begrenzt auf Link. Ja, gut, warum nicht, wa? Nee. Schon eher. Aber ich könnte bei dir nochmal ganz kurz im Outfit gucken, Linky Boy. Und so einfach nochmal das Heldengewand zum Schluss. Das passt schon. Da Master Schwert, wie gewohnt. Und, ja, Master Schwert. Wir haben hier auf Legends, sprich auf der 3DS-Version, haben wir Master Schwert noch eine zweite Fähigkeit zum Freischalten. Aber alle Pluswaffen holen. Wenn ich irgendwann mal irgendwie richtig Bock drauf hätte und so, oder mir richtig langweilig ist, dann mache ich es vielleicht mal, aber nee, momentan sicher nicht. Und jetzt ist Showtime. Link zeigt, was er kann. Zeig euch mal, wie das ein Profi macht, wa? Gut, dass Yuga mit Gandalf zusammenarbeitet wegen Ganon und so, das kann ich mir doch noch relativ leicht vorstellen. Verräter, okay. So, Yuga, du bist der Erste, der heute dran glauben muss. Um die Rädelsführer zu finden. Ja, aber sind die Rädelsführer? Rädel. Wir müssen das Rädel finden. Was machst du da für einen Quatsch? Aua! Du hast mir wehgetan! Und fragt mit so einem Bilderwahn verletzt. Tschüss. Das ist nervig. So, einer weniger. Mal das Rang A. Nee. Also ich leg's nicht drauf an, ich sag's mal so. Jetzt ich gerade. Ich muss 6 Festungen. Geht eigentlich noch mehr? Natürlich, eigentlich die Boss-Missionen, sie wollen doch extra in die Länge ziehen. 6 Missionen soll ich. Ja, leg mich am Arsch. Ah, die Gegner sind hier aber ein bisschen härter. Aber schön einfach das Game mit Link. Na, ich habe den Verräter schon gesehen. Hol ich jetzt auch. Okay, Rädelsführer natürlich jetzt ein bisschen doof, aber gut, ich muss nur kurz. Ey. Verräter ist hier kein Platz. Du bist zwar kein Rädelsführer, aber du bist auch ein Rädel. Du hast auch das Räd im Wort. Das R und das Ä. Umlaute sind böse! Das sind eine Erfindung der Kommunisten! Ja, darauf komme keine Ahnung. So. Wie viel gibt es eigentlich für Rädelsführer? Ich wäre ja froh, wenn nur so lange halt festgenommen muss, bis ich merke, oh, ich habe alle. Na gut, ich weiß ja selbst, wie viele das sind, wa? So, volle Magic, das gefällt mir schon eher. Noch die übrigen Rädelsführer. Rädel. Kannst du bitte mal sterben? Jo. Das ist blau. Blau wie der Ozean. Eigentlich ist auch rassistisch, wa? Immer die Gelben sind Neutralen. Die Roten sind immer die Feinde. Die Blauen sind immer die Freundlichen. Okay, warum? Wir sollen mal andere Farben nehmen, wa? Was mit den Grünen? Die Grünen werden ja total diskriminiert. Oh, wenn Magie einsetzen können, war ich drauf. Ja, gut. Auch zu spät. So, wo bist du? Pseudo-Rädelsführer, zeig mir dein Rädel. Du Mädel. Oh, das könnte wohl der Key sein. Jo. Das könnte eigentlich direkt zu Ganon war. Zu Ganondorf. Aua! Voll in die Fresse geschlagen. Bist du überhaupt? Schon wieder. Wieder aber. So, das ist die Power von Stufe 165. Machen wir das mal nach. Volltrottel.
So, ich bin hier draußen mal fertig, das heißt, ich kann nachher langsam mal oben durchgehen. Das war so einer, ist mir egal. Rädelführer, hier bin ich. Der Kommando. Der Hauptmann ist in Gefahr. Der Hauptmann. So. Wow. Fette Bulette war mich hier direkt. Warum das? So, da war offenbar kein Rädelsführer. Finde ich jetzt irgendwie schade, aber so darauf gefreut. In Gefahr, in Bedrängnis, in Gefahr, in Bedrängnis. Komm langsam überall frei. Ständig, Gebieter, wir sind in Bedrängnis, Gebieter, wir sind in Gefahr, Gebieter, Gebieter. Wir sterben zu 100%, Gebieter. Ups. Ernsthaft, jetzt zeigst du dich. Oh, ist das ein Arsch. Arschgeige. So eine langsame Sorte, wa? Wo bin ich? Ich hab Befehl von Meister Girahim. Mit Him, wohlgemerkt. So. Das wäre auch erledigt. Dann gucke ich mal, was da noch los ist. Wer ist da noch? Okay, nur so ein Nachtschwärmer. Der gleich wieder abhaut. Ein Verräter haben wir da. Verräter! Servus! Wie geht's? Wie steht's? So. Ich mach dich platt wie Schnitzel. Und Goodies. Ich weiß, der Akzent ist grauenhaft. So. Das hat damit auch erledigt. Hier habe ich dann noch ein bisschen Gras. Ja, Link natürlich gerne Gras. Ist nicht so schlimm wie bei Mario mit seinen Pilzen, aber ja. Habe ich hier irgendwo Magic. Okay, wir haben noch ein Fünftel. Geflohen, geflohen, wir hauen ab. Tschüss, hab mich gefreut. Bye, sayonara, goodbye. Mehr geht nicht. Mehr geht immer. Servus, servus. Haben wir das für uns? Dankeschön. Was hier wieder los ist. Die Einheit. Ich frage mich gerade, warum ist eigentlich Schloss Hyrule unser ja, Hauptquartier? Er wurde angesprochen. Er versteht unsere Sprache. Wie geil ist das denn bitte? So. Wäre damit auch blau. Wer ist hier sonst noch ein bisschen stärker unterwegs? Der Geist ist immer noch da. Der Geist der Weihnacht. Na, wir können auch noch noch Magie darunter sein. Dankeschön. Ah, noch mehr Magie. Okay, das ist jetzt zu viel Magie. Ah, scheiße. Muss eigentlich rausweichen. So. Da ist er schon wieder. Scheißgeister! Lana, was machst du hier? So, Freunde, wir haben es gleich geschafft. Wir haben natürlich vergessen, die Eulenstadtbomben zu aktivieren. Beim Gegner, das heißt, muss man länger latschen. Hallo Link, aktivier mal. Also, ich weiß ja auch nicht, aber Schloss Hyrule und Breath of the Wild fand ich ein bisschen größer. So. Rädelsführer hat sich aktiviert. Magie wieder voll. Sehr gut. Geht's ein bisschen schneller hier.
Mittelfestung steht davor, kurz zu kollabieren, weil ich verrate und so. Ja, ich sehe schon. Der Part ist ja mal zu lang, ist mir scheißegal. Haben eine richtige Mission. So. Verzeihung. Wieso sind die Verräter eigentlich immer größer als die anderen Typen? Kann man das mal einer erklären? Ich bin auf dem Weg und ja, ich bin Goliath, ihr seid David. Okay, der war gemein. Ja, voll Schang gemacht, dieser Scheißverräter. Der ganze Hauptquartier an. Warte mal, was? Link! Link! Nee. Chill mal an den Base. Proxy, beinahe Fei gesagt. Fei, Navi, Tavi, Dali. Komm langsam wieder durcheinander. Zieh es mit... Okay. Also Schwierigkeiten hast du brauchst mich auch ein bisschen. Wo ist er? Oh, da bist du ja. Noch ein Verräter. Ernsthaft? Nee. Du bleibst schön hier. Wenn wir schon mal hier, aber dann ja richtig, wa? So, das war jetzt der letzte Rädelsführer. Sag mal, was soll stehen? Das ist eine Bedrängnis, ich muss noch mal kurz zurückporten. Weil das ist mir mit Lana und Zia ein bisschen gefährlich da. Jetzt Zelda auch noch, ja, leck mich. Was macht denn Zelda ja auch noch? Warum ist sie? Jetzt ist sie ein Bedrängnis. Was macht denn die Alte? Dann will ich mal ganz kurz hier meinen Job erledigen. Ich komme gleich. So. Ja, ich weiß, in Gefahr. Ich komme ja schon. Meine Güte. Ja, sorry, aber Zelda ist ein bisschen wichtiger. So einer ist das. Ja, der macht ein bisschen Schaden, das muss ich leider zugeben. Wow! Leider ist Zelda ein bisschen wichtiger, weil wenn sie drauf geht, ist die Mission verloren, deswegen, ja, hier muss er leider ein bisschen unbarmherzig sein. Sag mal, aber sonst geht's ihm noch, ja. Der hat mit seinem fetten Wabbel... Beinahe gesagt, Arsch. Wabbelbauch an, dann mit dem Speer wieder. Was ist mit dem los? So dringend nötig? Ist ja schlimm. So schlimm mit dem Jungen. Jetzt hier macht er ganz seltsame Bewegungen hier. So, der ist auch erledigt. Jetzt hier. Ein Come for you, wenn den mal sehen würde. Es ist abgehauen, die war geil eben noch dir. Wow, das war knapp. Scheiße, es ist immer dieser scheiß Link. Oh, das wär's auch. Seltsam war. Ich hab nicht mal seine scheiß Euler zu aktivieren. Und ich hätte zwar jetzt gerade auch die andere Eule aktivieren können. Zelda, bitte nicht draufgehen, da wäre ich jetzt sehr verbunden. Ah, Gott sei Dank. So, was mache ich jetzt? Okay, die Eule da oben ist eigentlich egal, aber Lana hat irgendwie noch über Schmerzen geklagt. Nö, da geht's gut. Jetzt geht's ja plötzlich gut. Ja, leck mich am Arsch. Tschüss. Okay, ist mir zu doof. Erstmal Ganondorf platt machen. Der ist ja, also ich muss ja leider zugeben, Ganondorf, ich kämpfe gerne gegen ihn und so, aber also die Entwickler hierbei gedacht haben, ein Kampf mit Ganondorf, von wegen, ja, hat so stark Angriff und so, aber er ist lahm, man kann ihn schnell kontern.
Bei Link ist es auch so, wenn ich es vergleiche mit Vulga oder Zanto oder auch Midna mit der einen Form von ihr, das sind ein bisschen andere Kaliber, versteht ihr? Also, so. Ja. Bringt nichts viel Ganondorf, vergiss es, ihr kennt deine Moves. Show me your moves, kannst du einmal mit dem Dreizack kämpfen, das ist aber cool. Da finde ich auch so etwas, Leute. Wenn die Charaktere jetzt oder DLCs bei Legends, neue Waffen... Ernsthaft? Oh, Moment. Schon da, ich sehe noch nicht gut. Was ich sagen wollte, wenn die Charaktere schon mit den... in Legends, sei es generell wegen 3DS, sei es wegen DLCs und so neue Waffen bekommen. Warum fangen die nie ein? Das ist doch auch ein bisschen... Ja... So, was funktioniert noch? Jo, gut. Ich finde, das gehört ein bisschen dazu. Oh mein Gott, der reißt Dimensionen ein! Legend of Zelda, The Dark Side of Dimensions. Warte mal. Das ist ein falscher Anime. Ich bin Ganon. Er hat mit dem aus Breath of the Wild ein bisschen Ähnlichkeit, war, obwohl ich glaube alle... Ja klar, der aus Ocarina of Time war natürlich anders und die in der A Link to the Past Timeline ja auch, aber es liegt ja glaube ich daran, dass es ja einfach ein und derselbe andere Ganon ist. Weil ganz ehrlich, der Ganondorf, okay. Wenn man mal so sieht, Ganon und Ganondorf aus Ocarina of Time und der aus A Link to the Past sind ja fast gleich, also wenn man davon absieht, dass seine Spiele natürlich 3D ist und so, aber generell sind sie eigentlich ziemlich ähnlich vom Aussehen her. Oder ähnlicher als die aus Twilight Princess und Breath of the Wild und natürlich auch hier, All Warriors. Hi Ganon, lange nicht mehr gesehen, war? Stimmt, wie war die Strategie nur bei dir? Ich überlege gerade. Ah, ja, stimmt, da war ja was. Ah, stimmt, kann gerne angreifen. Also können schon, aber bringt nicht viel. Jetzt macht er, glaube ich, den hier. Jo! Flamethrower! Jo, Agrox war irgendwie cooler. So. Scheiß Hauer, mir voll drauf gefallen. Ja, schon doof, eine feste Form zu haben, war. Ernsthaft, mach den Quatsch. Oh! Dazu ist auch ein bisschen abwarten. Ne, muss ich direkt zuschlagen. So. Also hat noch zwei. Beide mit der gleichen Waffe, insofern ist es gleich erledigt hier. Ja, komm. Oh, Ganon, ey. Du, ich kann noch anders, Alter, ja? Passt ihm aber nicht. Ah, jetzt. Das ist aber... Na gut, das war jetzt... Also gar nichts ungut, aber das musstet ihr abschneiden, weil es war irgendwie eine Art von Geschwür. Das war ein Virus, soll es mir eigentlich dankbar sein. Ist, was mir da auffällt, Leute? Hier hat Ganon ja auch relativ lange rote Haare. Gut, hat er ja als Ganondorf auch schon. Aber wenn ich es gleich mit, gerade mit dem aus Breath of the Wild vergleiche, der hat ja auch einen ziemlich langen Bart. Jetzt überlege ich mir natürlich, heißt einfach, dass der aus Breath of the Wild halt ziemlich alt ist im Vergleich zu den anderen. Oh, der Quatsch. Wir haben jetzt eine Theorie, wa? Ganondorf mit einem längeren Bart, ein Indiz dafür, dass er ein bisschen älter ist. Gut, er hat über 10.000 Jahre überlebt in Breath of the Wild, das wissen wir. Einfach halt versiegelt, aber trotzdem 10.000 Jahre, das macht schon was aus. So, wie besiegt er jetzt ab? Jo, einmal noch, das war's. Freunde, genießt den letzten Kampf gegen Ganon! Oder mache ich es vielleicht auf der View nochmal? Ne, ich glaube nicht.
Also gehört ein bisschen zum Story-Modus und oh! Alter! Okay, Ganon, das mich jetzt voll verarscht. Schon wieder versucht, ey. Ich lasse mich doch gerne von dir verarschen. Lalalala. Und das war's. Danke, Link, du bist der Held von Hyrule. Vielleicht ein letztes Mal, Freunde. Wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es echt nochmal eins für die Switch. Vielleicht gibt es auch sonst irgendwann ein Hyrule Warriors 2 oder Hyrule Warriors DX Deluxe, weil mittlerweile für die Switch gibt es sowieso ein paar neue Varianten von Wii U-Teilen, die nochmal geremaked werden und so, weil die Wii U eigentlich ein Flop war. Aus finanzieller Sicht. Aber ist ein anderes Thema. Freunde, das war jetzt ein weiteres Mal eine neue Abenteuerkarte hier bei Hyrule Warriors Legends. Es war die Lowell-Karte, es war die letzte Karte von Legends, bin ich schon mal ziemlich sicher, weil es gibt keine weiteren DLCs mehr, aber keinen Bock mehr drauf. Und es war auch der letzte Part hier für Legends. Wie bereits erwähnt, in der nächsten Folge gehen wir zurück auf die Wii U, denn es gab ja die neuen Charaktere und die neuen Waffen für die alten Charaktere, plus die neuen, weil ich glaube Link war glaube ich neuer, plus neue Waffen mit dem Upgrade. DLC, genau, ja, die gibt's ja für 3DS und Wii U. So ohne Abenteuerkarte, ohne die ganzen Zusatzitems und so, ohne Story-Modus etc. etc. Aber die Charaktere, und ich finde so neuen Charaktere in HD zu sehen, wäre schon ganz geil. Deswegen, nächste Folge sind wir uns auf der Wii U wieder. Ich schätze mal, es wird etwa 3-4 Folgen dauern, weil ich will mit jedem Charakter, mit dem neuen Charakter, mit dem alten Charakter mit neuer Waffe, will ich ein bisschen zocken. Sei es Story, ne, muss ich ja weniger machen, vermutlich irgendwelche einfachen Abenteuer-Map-Missionen, damit es ein bisschen schneller geht. Und, jo, mal schauen, wa? Mein Feedback hier zu Lowell-Karte ist eher durchwachsen. Natürlich ist die Lichtwelt, oder beziehungsweise die Hyrule-Welt, die Lowell-Welt. Wir hatten mit Ravio und Yuga coole Charaktere. Hätten wir zwar Hilda noch gewünscht, wäre auch cool gewesen. Aber gut, mit den zwei kann man auch gut leben. Was ich einfach nervig fand, war eben vor allem das mit dem Feuerstab, dass man das so dämlich gemacht hat, von wegen, ja, wenn du eine bestimmte Anzahl Missionen auf der Lowell-Map gemacht hast, dann erst werden neue Feuerstäbe aufgedeckt, die einfach anfangs denkst, Himmel, Arsch und Donnerwetter, wie soll ich bloß jemals in diese Gebiete rankommen? Deswegen hat es sich ziemlich gestreckt und das fand ich ein bisschen doof. Dann kann ich da Frieden ein, ja wohl. Ja, für wie lange ist die Frage, wa? Warte mal. Da waren ziemlich viele Charaktere drauf, aber Dinge haben gefehlt, war Yuga und Ravio. Hä? Warum das? Okay, schauen wir noch bei A, interessant. Ich verstehe es nicht, lalala. Dann schätze ich mal, ich müsste hier heute mal alles Rang A haben, damit ich dann halt auf der Zwischenmap, wie das schon war, eine neue Mission bekäme. Der Zusatzkarte, die hieß. Ja, wie das immer kommt, keine Ahnung. Da spiele ich auf dem 3DS XL und dann natürlich noch keinen eingebauten. Ja, wegen Amiibo-Modus, Amiibo-Scanner und so. Und ja, ich habe sowieso keinen externen Leser. Von dem her, Wann das schon wieder? Oh, die müssen sogar erst noch freispielen, ja, auf Legends. Die Zusatzkarte. Interessant. Ja, aber wie bereits erwähnt, ich habe jetzt eigentlich überall, sage ich mal, durchgespielt mit dem dunklen Herrscher. Das soll es meiner Seite ja gewesen sein. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal zum großen Abschluss-One auf der Wii U wieder. Mit den neuen Charakteren, neuen Waffen. Was halt eben auch auf der Wii U gibt. Bis dahin, ciao zusammen.